Es ist sehr wichtig, dass man möglichst früh Sprachen lernt und vor allem auch Englisch, weil Englisch wird immer wichtiger in der heutigen Zeit. Also, das heißt, ich hatte ab der 2. Klasse Englisch und dann in der 5. Klasse Primarschule, also mit ungefähr 11, hat man dann Französisch gehabt. Und Französisch ist in der Schweiz natürlich auch sehr wichtig. Und gerade in der Deutschschweiz probiert man, dass Französisch auch einigermaßen gut gelernt wird, was nicht immer so ganz gelingt, ehrlich gesagt. Aber ja, man hat es probiert. Man ist doch noch sehr jung, wenn man das erste Mal Französisch lernt. Also ich habe Französisch in den letzten 2 Primarschulklassen gelernt, plus noch die ganzen 6 Jahre vom Gymi. Also ich habe insgesamt 8 Jahre lang Französischunterricht gehabt. Ja, da könnte man meinen, dass da ein sehr grosser Wert drauf gelegt ist. Das ist zu einem gewissen Maß sicher so. Aber trotzdem können sehr viele in der Deutschschweiz nicht perfekt Französisch. Da langen 8 Jahre, glaube ich, nicht. Ja, und wenn man nach der Primarschule sich entscheidet, zum Lang-Gymi gehen, dann hat man die ersten 2 Jahre sogar noch Latein. Obwohl die Sprache ja tot ist, die wird nicht mehr gesprochen, denkt man, dass es gerade für ein Gymnasium, wo ja so auf ein breites Wissen angelegt ist, dass man dort noch Latein lernt. Weil das eine kulturell wichtige Sprache ist und weil es einem die Möglichkeit gibt, zum an seinem analytischen Denken zu arbeiten. Und da muss ich sagen, das hat mir tatsächlich da viel gebracht, weil man lernt, eine Sprache richtig zu analysieren. Weil mit modernen Sprachen kann man sehr oft auch mit der Intuition arbeiten. Man hat das Gefühl, das könnte das heißen oder dass das so müsste sein oder das Wort hat man schon mal irgendwo gehört. Und bei Latein ist das natürlich schwieriger. Man lernt da richtig alles zu analysieren und man lernt, wie eine Sprache funktioniert. Also ich habe das faszinierend gefunden, andere weniger. Für die meisten hört das dann schon nach 2 Jahren auch wieder auf. Ich habe mich entschieden, Latein weiterzumachen. Ich habe 6 Jahre lang Latein gelernt. Das heisst, meine ganze Gymi-Zeit durch. Ja, aber nicht alle kommen in den Genuss von Latein. Zum Beispiel die ein Kurzgymi machen, haben normalerweise kein Latein. Man kann aber später noch wählen, um entweder Italienisch oder auch Spanisch lernen. Also sehr viele lernen dann später Italienisch zum Beispiel in der Schule. An einigen Schulen kann man sogar noch Altgriechisch machen. Es gibt gewisse Programme, das heisst altsprachliches Profil. Und da kann man Latein und Altgriechisch machen als Schwerpunktfächer. Und das habe ich gemacht. Ob ich Altgriechisch nochmal machen würde, weiss ich nicht. Aber Latein das ist schon noch spannend für mich. Aber wenn ich jetzt nochmal wählen dürfte, hätte ich mich wahrscheinlich dazu entschieden, zum lieber Italienisch lernen. Ja, so ist das in der Deutschschweiz oder speziell im Kanton Zürich. In anderen Sprachteilen wird, soweit ich weiss, Deutsch gelernt. Also ich weiss, dass man in der französischen Schweiz auch schon relativ früh mit Deutsch anfängt, so wie wir da mit Französisch.
Und auch im italienischen Teil wird Deutsch gelernt und soweit ich weiß später auch noch Französisch. Also im Tessin müssen die Schüler mit vielen Sprachen klarkommen. Mit natürlich Italienisch, aber auch Deutsch und Englisch und Französisch. Also soweit ich gehört habe, lernen sie dort wirklich alles. Ja, das ist alles, was ich für heute zu erzählen habe von meinen Erfahrungen mit dem Bildungssystem hier in der Schweiz, wo auf den ersten Blick ein bisschen anders wirkt als an vielen anderen Orten, aber wo seine eigenen Vorteile hat, finde ich. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.